könnte man Spaß, wo könnte man Freude bei der großen Allgemeine? Über das, was man in Köln so erleben kann, wie die Kölsche ticken, wie sie nicht ticken und was in Köln passiert. Überschrieben mit uns Köln. In Köln, wie man darauf hört, sind all die Leben ein bisschen gestört. Verliebt in sich selbst und in die schönste Stadt der Welt, das sagt jede Kölsche, der jeder auf sich hält. Eine Kölsche, der kriegt nie genug von seiner eigenen Muttersprache. Auf schönst mal, und das ärgert mich, uns Muttersprache zu wenig spricht. Die Meister, und das denkt man stinken, die können Kölsche bloß noch trinken. Wir haben auch Immis, Jod bewahren, die können wir auch Jod vertragen. Nur wenn die dann im Brauhaus sitzen und verzugelt München spitzen, fragen noch Cola, Limo und Wasser, den Kürbis in die Sicht wird blasser und blasser und kriegt ein paar von der Immis noch Riss, weil der halbe Hahn nun kein halb Hähnchen ist. Doch sind wir uns ehrlich, auch das denkt man wie, so eine echt kölsche Kürbis findet man doch fast auch gegen. Wir Kölsche, wir sind tolerant, nehmen die Immis an der Hand und zeigen den ganz apart unser kölsche Eigenart. Bei uns kriegt jede Immi den Kopf. Es will dann zu Köln aus Düsseldorf. Die trinken Altbier. Da wird eine Kölsche doch bestuss. Das schmeckt nicht nur so, das sieht auch so aus. Die rufen im Fastelovend Helau. Ehrlich, da hilft doch nur noch Schabau. Die wecken am 11.11. ihre Hoppeditz. Der erzählt dann über Köln ein paar steinale Witz. Uns Kölsche braucht keine Mensch zu wecken, weil man mit der Trumm durch die Straße trecken. Doch möchte ich mit der Düsseldorfer nicht übertrieben, viel geht es ja auch nicht zu sagen und zu schreiben. Jetzt muss ich jetzt ganz höchst fragen, ist dann zufällig ein Abend in Düsseldorfer hin? Ja, sehr nett an meinem Tisch. Mein lieber Mann, es tut mir in der Seele weh. Ich möchte jetzt einen Witz über eine Kölsche und eine Düsseldorfer erzählen. Und vielleicht können Sie sich jetzt schon ausrechnen, dass die Düsseldorfer da nicht allzu gut fortkommen. Aber, wie gesagt, wir sind tolerant. Das glaube ich. Ihr dürft ruhig mal applaudieren. Also, der Witz, der mir entfällt, ist folgender. In Amerika, in Houston, im Hochsicherheitstrakt vom Gefängnis, sitzen eine Düsseldorfer und eine Kölsche und warten auf die Vollstreckung der Todesstrafe. Am Tag der Hinrichtung könnte der Pastor darin und sagt für die zwei, wer von euch ist dann der Erste? Sagt der Kölsche, ich. Ja, sagte mein Sohn, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du wählst den elektrischen Stuhl oder den Strang. Was willst du? Sagt der Kölsche, ich nehme das elektrische. Gut. Der geht auf den Stuhl, geht unten das Käppchen an, der Scharfrichter Licht, das Ding das geht paf! Flüchte Sicherung raus. Noch eins probiert. Paf! Paf!
dreimal hintereinander sicher rausgeflogen. Sagt der Pastor, mein Sohn, das ist ein Fingerzeichen Gottes, du bist freigesprochen, du darfst nach Hause. Geht der Kölscher an dem Düsseldorfer vorbei und sagt, hey, pass auf, wenn du gleich sterben bist, nimm das Elektrische, das stimmt jetzt nicht mit. Der Pastor geht zu dem Düsseldorfer und sagt, mein Sohn, auch du hast zwei Möglichkeiten, einmal den elektrischen Stuhl und einmal den Strang, was wählst du? Sagt der Düsseldorfer, ich nehme den Strang, der Stuhl ist ja kaputt. Ich bin jetzt fort, mach mich jetzt frisch, viel Spaß im Programm, tschüss und bis gleich. Wo kriegt man Spaß, wo kriegt man Freude bei der großen Allgemein?